Pelzer Lebensgefühl. Weißt du, was ich meine? So, ich begrüße euch, liebe Leute, zum einer weiteren Folge vom Pelzer Rätsel. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Was denn jetzt? Ich leide schon im Voraus. Er leidet schon. Ich habe gerade schon etwas Falsches gesagt. Nee. Er leidet schon. Nee, ist also so schwer jetzt diesmal gar nicht. Also ich war diesmal echt human. Ich habe echt noch gute Sachen raus. So. Also, mein erster Begriff für heute wäre das Wort Gwälder. Das kennt ihr wie so. Also ist eigentlich heute noch ziemlich gängig. Ich habe es schon mal gehört, ja, stimmt, häufig sogar. Also das Wort ist Gwälder. Was sind Pelzer Gwälder? Was ist Gwälder auf Hochdeutsch? Quelle, das hört sich an wie gequälte. Ist natürlich nicht. Quelle. Ja, ich komme immer auch wieder aufs Wort gequälte. Das kann es ja nicht sein. Überlege mal, Quell. Denken Quellen. wir so an Quell irgendwas. Aufgequellt. Aufquellen. Ja, das geht schon Vielleicht in die irgendwas richtige Gekochtes, Richtung. ne? Ja, genau. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig. Ja, es ist was Gekocht. Gekochtes. Also sind wir wieder beim Essen, ne? Jetzt sind wir wieder beim Essen, ja. Das ist richtig, ja. Es ist was zu essen. Es ist sogar was sehr Traditionelles in der Pfalz, ja. Okay, das Da müsst ihr jetzt drauf gucken, ne? Gekocht, traditionell, ja, das können was nur Kartoffeln Pelzisches. sein, ne? Aber das Sehr gut. Kartoffel ist doch Krummbeere. Kartoffel ist Krummbeere, das ist schon richtig, ja. Aber wenn die Kartoffel kochst, und so. die Schale nach drauf ist, dann sind es gequälte. Okay. Also jetzt habt ihr die Lösung, gequälte Gekochte sind Kartoffeln. gekochte Kartoffeln, die noch nicht geschält sind. Okay, gut. Macht Sinn, ne? Ich glaube, das kann ich mir gut merken. Sehr gut. So, erste Hürde überwunden. Erste Hürde. Kann's Womit weitergehen. kommst du jetzt noch? Genau. So, bist du bereit für den nächsten Begriff? Ja, Dann kenn komm. ich. Okay. Bleiben wir doch mal beim Essen. Also Scheiß, ja. Und mir so viele schöne Sachen zu essen haben. Es gibt die Quetsche. Das kennt ihr. Das kenne ich, ja. Quetsche, ihr dürft uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gewusst hätten, gell? Ja, für die Fremden unter euch, ja, weil die Pelzer, ist ja klar, dass er. Ja, ihr dürfen trotzdem auch was schreiben. Die Wälder dürfen auch was schreiben, aber auch die Fremden sowieso. Also, was sind Quetsche? Das ist ja Obst vom Baum Pflaumen, ne? Pflaumen? Ja, kann man auch sagen, also eigentlich Zwetschgen. Ja, Zwetschgen, Pflaumen. Ja, genau, das ist Ist richtig. das das gleiche oder sind es zwei verschiedene Sachen? Nee, das ist das Gleiche. Ja? Okay, gut. Ja, schon. Ah, das habe ich schon häufig gehört, ja. Glaubst du? Also, wenn ihr es besser wissen, gerne lasst einen Kommentar da bei uns, gell? Okay, das war ja bis jetzt relativ einfach, ne? War relativ einfach, ne? Ja, jetzt. Sollen wir noch ein Wort machen oder sollen wir direkt zu unserer Redensart übergehen? Ich hätte nämlich noch 2 Redensarten auf der Bahn, ja. Wie du möchtest, du kannst ja vielleicht das Wort nochmal zum Schluss dann dranhängen, ne? Okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Redensart. Die habe ich euch das letzte Mal schon versprochen, also das letzte Mal wollten wir das schon auch reißen, jetzt war aber die Zeit das letzte Mal nicht mit drin, deswegen bringen wir es jetzt mit rein. Es gibt die Redensart, petze mal ein Ochs ins Horn. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, 100%. Petze mal ein Ochs ins Horn. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Klar. Das, Muss ein bisschen auseinandernehmen. Also Petze. Was ist Petze? also ins Horn vom Ochsen kneifen, ja. Aber was Ja, das dann genau. bedeutet, das heißt, du kannst es nicht glauben oder was soll das bedeuten? Ich glaub's nicht. Warum nicht glaube? Kann man ins Horn vom Ochsen kneifen oder nicht? Kann man nicht, ne? Genau, und das ist der springende Punkt. Man kann es nicht. Ja? Das ist genau das, was diese Redensart sagen will. Ja? Also du kannst dem Ochs nicht ins Horn petzen, also du kannst dem Ochs nicht in das Horn kneifen. Ich
in Hochdeutsch habe ich es halt nicht so. Und es ist genau das, was diese Redensart ausdrücken will. Ja? Ich kann im Ochs nicht ins Hand petzen, ja, und das natürlich im übertragenen Sinn auf den Menschen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich da einer vor mir, ich erkläre dem irgendwas, ja, ich sage, Ingo, pass auf, so und so sieht es aus. Und es geht überhaupt nicht an den Mensch dran, also der kapiert es einfach gar nicht. Ja? Das heißt, das willst du damit ausdrücken, petze mal einen Ochs ins Horn. Ja? Also genauso viel wie dass ich einen Ochs nicht ins Horn petzen kann, so kann ich dir das nicht erklären, dass du es verstehst. Aha, okay. Oder immer anderes, ja, ich muss ja nicht immer alles der Ingo abkriegen. Ja, ich bin es gewohnt. Also auf jeden Fall heißt diese Redensart, oder will diese Redensart ausdrücken, dass dieser Mensch, der dir gegenüber sitzt, dem du jetzt seit Stunden vielleicht schon irgendwas erklärst, der will es einfach nicht verstehen. Ja? Also petz mal im Ochs ins Horn, Das geht funktioniert einfach. nicht. Es funktioniert nicht. Das Okay. ist die so. So, das nächste. Noch eins, hopp, da ist, oh, jetzt ist er dabei. Jetzt ist er dabei. Okay, also Wort oder Redensart? Du darfst aussuchen. Zuerst mal Wort. Wort? Ich versuche es Sicher. auch schnell zu machen. Ja. Okay, also, wir hätten da noch, ja, wir machen wohl noch was Leichtes. Es gibt noch den Liegebeutel. Das ist für dich leicht. Ja, also, ich finde es jetzt schon, ne? Also, Liegebeutel. Liegebeutel, das kennt ihr bestimmt schon gehört, der Liegebeutel. Ach, nicht Liege wie liegen, sondern wie Lüge, ne? Oder? Ah, hey, also heute ist er gut drauf. Ich glaube, Ich habe schon gerade gedacht, ich wollte schon sagen, ist irgendwie so eine Liegebare oder was. Also ein Beutel, ne? Beutel. Na gut, dann ist ja klar, ne? Ja, ist es Ja, klar? ein Lügner. Genau, sehr Aber ein gut. richtiger Lügner. Ein Ne? richtiger Lügner. Also Ich wollte schon fast was Liegebeutel anderes sagen. Ich habe gedacht, hey, das ist ist irgendwo ein eine Lügner, Liege, ganz klar. wo man sich ausruhen kann, wenn man noch ein paar Schorlen zu viel hatte. Ja. Ja, das, okay, ja, beinahe, ja, aber gut. So, und jetzt noch Redewendung. Dann bist du durch mit mir. Echt, du willst es noch wissen heute. Also heute will er es wirklich wissen. Okay. Einer hätte ich auch noch sogar noch. Also eine Redewendung hätte ich noch. Manchmal sagt man, naja, für einen Klicker und einen Knopf. Ich glaube, ich muss dich wieder enttäuschen, gell? Oder erfreuen, ich weiß ja nicht. Freust du dich, wenn ich es weiß, oder bist du enttäuscht? Ja? Also war man das, kann was auch war das sagen, Wort nochmal? ich glaube nichts. Oder? Ja, aber sag das Wort. Ja, deswegen mache ich es jetzt mal im Zusammenhang, wie man es eigentlich so im Dialog dann sagt. Ich habe das gekriegt für einen Klicker oder einen Knopf. Ja, für nix, ja, für fast umsonst, ne, oder? Genau, ich habe irgendwas eingekauft und habe es halt günstig gekriegt. Ja. Und früher, klar, hat man halt oft auch das habe ich da so Redenswendung von früher, ne? Klicker und Knopf, das waren so Sachen, die früher oft getauscht worden sind. Ja. Bei den Kindern waren es die Klicker, bei der Erwachsenen die Knöpfe, die Knepp. Ja. Und deswegen, klar, kriegst du für einen Klicker einen Knopf, das heißt, du hast irgendwas erworben, irgendwas gekauft, irgendwas gesehen, was du halt nicht viel für bezahlt hast im Prinzip. Das ist die Auflösung. Da gibt es ja noch ähnliche Redewendungen. Stimmt, ne? Ja, ein Haufen. Sicherlich, ja. Na gut, So viel zu unserem Pulsquiz. dann habe ich es ja heute relativ gut bestanden, ne? Oder ist echt gut geschlagen heute, oder? Kann man mal sagen, ne? Ja, wobei, Also, paar wenn Wörter ihr habe das- ich schon häufig gehört gehabt, ja. Ja. Also wenn ihr das genauso finden, dass er sich gut geschlagen hat, bitte kommentiere. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, like. Genau. In diesem Lob Sinne, und Tadel erlaubt. immer. Alles raus damit. Bomben uns zu damit. Wir wollen alles hören. Wir brauchen euer Feedback. Also, vielen Aller Dank. hopp. Oh, tschüss. Tschüss. So, ihr will leid. Ja, ja blieb ich schon ab. Ich überschlage mich in den Spruch.